glaube, niemand kommt perfekt in eine Beziehung. Es ist sehr wichtig, dass ich meine Frau attraktiv finde. Okay, da sind wir einer Meinung. Yeah! Was ich da ein bisschen vermisse, ist das Zwischenmenschliche. Ich kann das nicht kontrollieren, ob ich mich in jemanden verliebe oder nicht. Ich glaube, was noch wichtig ist herauszufinden, warum hat eine Ehe nicht geklappt. Und wir Christen glauben auch ganz stark daran, dass eine Ehe oder eine Beziehung funktioniert nur dann, wenn du deinen Partner höher stellst als dich selber. Also ich hatte ja noch keinen Sex, aber ich habe mich ja verlobt. Das heißt, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, dass ich jemanden heirate, ohne zuvor Sex gehabt zu haben mit dieser Person. Sind wir kompatibel, ja oder nein? Nein, oder? Was? Also, Ich bin auch verwirrt. herzlich willkommen im Sunday Night On. Danke, Selin, dass du hier bist. Gerne. Immer gute Laune versprühst. Natürlich. Und, ich sitze hier mit Selin, mit Pede und mit Nadine. Schön seid ihr hier. Danke, danke. Könnt ihr euch ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer, die euch noch nicht kennen? Selin, fang du an. Yes, also ich bin Selin und ich bin im Sunday Night angestellt. Peace out. Nein, genau, ich bin die Community-Leiterin vom Sunday Night und wir haben gesagt, wir sagen Beziehungsstatus, deshalb ich bin engaged, also verlobt. Genau. Come on. Ja, ich bin Patrick, ich arbeite zurzeit im ICF Kids und im ICF Youth und deshalb, ja, mein Beziehungsstatus ist Single. Single Pringle. Pringle. Ja, ich bin Nadine, ich bin die Schwester von Selin. Come on. Das erste Mal, wo wir Schwestern in unserem Podcast haben. Yes. Oh, richtig nice, ja. Ziemlich nice. Erste, hoffentlich nicht letzte Mal. Ja, wir hoffen's. Wir sehen's. Wir schauen. Ja, und ich arbeite auch im ICF. Ich bin die Leiterin der Live- und Online-Production. Come on. Und ich bin Single. Single. Ich bin Tim. Ich arbeite mit Selin hier im Sunday Night. Und ich bin verheiratet seit letztem August. Also 9 Monate etwa. Plus, minus. Genau. Und ist spannend, dass wir so verschiedene Beziehungsstatus hier haben, weil heute gehen wir in die zweite Runde, wo wir zusammen kontroverse Dating-Statements anschauen wollen. Und für euch, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben, was wir machen werden, ist Folgendes. Wir werden ein kontroverses Statement vorlesen. Selin wird dann nachher gerade beginnen. Und dann werden wir hier mit diesen grünen und weißen Farbenblind, ja, grün und rot. ich bin wirklich leicht farbenblind, aber die kann ich schon noch auseinanderhalten. Ganz knapp. Grün und roten Fahnen schwingen und werden zustimmen dem Statement oder je nachdem auch ablehnen, wenn wir finden, wir können dem nicht ganz so zustimmen. Das ist, was wir machen. Wir haben gewisse Statements vorbereitet. Selin, würdest du gerade mit dem ersten Statement anfangen? Natürlich. Für die, die es nicht gesehen haben, sie hat gerade den Zettel verrissen. Genau. Aber ich kann es trotzdem noch lesen. Online-Dating ist oberflächlich und unecht. Gut. Macht euch ready. Warte nochmal. Also rot ist dagegen und grün ist zustimmen. Online-Dating ist Oberflächlich und unecht. Hat jemand von euch online gedatet? Da kommen wir danach dazu. Ah, da kommen wir nachher. 3, Sorry. 2, 1. Entscheiden. Oh. Also, Spannend. du bist der Einzige mit Green Flag, weshalb würdest du dem Statement zustimmen? Kann ich mich noch kurz überlegen? Weil ich habe nie online gedatet. Okay, dann kann ich anfangen. Das ist gut, Ja, kein Problem. also. Ich habe tatsächlich auch nie richtig online gedatet. Ich habe tatsächlich eine ganz lustige Story. Da war ich auf Bumble, aber in der Friends Edition, also mit Freundschaften. Was ist Bumble? Bumble ist eine Dating-App, wo du eben einfach dieses typische, du machst ein Profil, du gibst an, was machst du gerne, welche Hobbys, Sätze über dich, etc. Und dann gibt es andere Profile und dann kannst du swipen, rechts, links, ob das matcht oder nicht. Ob das ein guter Das Freund kannst du ist auch oder bei nicht. Freunden machen und das habe ich habe tatsächlich eine von meinen besten Freundinnen aus Holland, die habe ich über Bumble kennengelernt. Ah, krass, das ist nicht nur Dating. Nein, da im gibt romantischen es Friends, Business oder Dating. Und ich habe aber da ganz kurz mal den Modus gewechselt auf Dating, aber ich bin tatsächlich nie auf ein Date gegangen. Aber ich habe das auch bei Freundschaft, ich habe das nicht oberflächlich erlebt, weil also das ist natürlich schon oberflächlich in einem gewissen Grad, aber du hast ja die echte Interesse, jemanden kennenzulernen. Und du möchtest ja hingehen und du triffst dich ja dann und dann wird es ja so oder so persönlich. Natürlich, ich glaube, die Art und Weise, wie du datest, kann schon oberflächlich bleiben, wenn du nur schreibst und dich nie triffst, dann ja. Und natürlich gibt es Faktoren, wo du oberflächlich entscheidest. Aber ich glaube, wenn du mit der richtigen Intention dran herangehst, dann Kann es einem helfen. kann es schon einen coolen Start sein, um es dann auch persönlich zu machen. Habt ihr schon mal online gedatet? Nein, ich habe noch nie online gedatet. Wieso nicht? Ja, ist jetzt ein bisschen gemein, das zu sagen, aber für mich war das immer so, du hast kein
Das macht man dann, wenn man sich nicht getraut, So jemanden der anzusprechen. Das ist das letzte Aufbäumen, bevor man dann aufgibt und sich 7 Katzen kauft. Aber das ist wie so. Aber mittlerweile verstehe ich es, weil ich glaube auch, dass die Intention der entscheidende Punkt ist. Aber für mich, ja, deshalb habe ich die rote Fahne hochgehalten und gesagt, es spielt grundsätzlich keine Rolle. Ich glaube nicht, dass es nur oberflächlich ist. Wenn du wirklich jemanden kennenlernen möchtest, dann gehst du ja offen heran und nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung, ja, alle, die auf Bumble sind, suchen das und das oder was auch immer, sondern du weißt, okay, ich lasse mich auf das bewusst ein und klar gibt es Leute, die es ausnutzen, aber ich möchte das niemandem unterstellen und mittlerweile auch die Meinung geändert, dass nicht jeder, der auf einer Online-Plattform ist, dass das das letzte Aufbäumen ist oder das letzte, das man noch in der Hand hat. Also ich finde noch krass, ich kenne auch Freundinnen von mir, die jetzt schon so lange Beziehungen haben und sich online kennengelernt haben und es für sie einfach, also ja. Und das Krasse ist, zum Beispiel eine Freundin von mir, er ist eigentlich gar nicht so, also sie hätte ihn auch einfach live kennenlernen können, so in der Theorie, aber die Wege haben sich nie gekreuzt. Also es ist nicht, dass er irgendwie von, weiß ich nicht, wo kommt und weit weg wohnt, sondern er wohnt eigentlich recht in der Nähe, so in der Umgebung, aber irgendwie haben sich ihre Leben bis jetzt einfach noch nie gekreuzt und dann haben sie sich online kennengelernt und ja, fand ich irgendwie cool. Also das finde ich wirklich super. Also ich glaube auch in der Kirche gibt es so gewisse Kulturen, da möchte man sich nicht daten oder was auch immer oder kennenlernen, weil dann zu viel geredet wird. Und wenn man dann sagt, nein, mache es online, dann hast du eine andere Möglichkeit. Und man ist da auch mit anderen Leuten konfrontiert. Das war eine gute Möglichkeit, um Leute so anzuschreiben oder eventuell auf ein Date zu gehen. Es ist ja auch unterdessen, glaube ich, die Art, wo sich die meisten Leute so kennenlernen. Also es ist, wenn man glaube ich, Studien anschaut jetzt in der heutigen Zeit, die meisten Menschen daten über online zuerst. Also man geht nicht mehr, es ist nicht mehr, man lernt sich kennen beim Hobby, primär. So, ich glaube, der größte Prozentsatz sind Leute, die sich online kennenlernen. Meine Frage ist da halt ein bisschen so, ja, warum ist das so attraktiv? Also wieso hat das den ganzen anderen Markt wie auf die Seite gedrückt, wo man früher Leute kennengelernt hat? Früher hat man sich ja vielleicht irgendwie in einem Restaurant, in einer Bar, bei der Arbeit, beim Hobby, beim Fußballverein oder keine Ahnung, irgendwo kennengelernt. Und heute hat sich das alles verschoben. Ich frage mich, warum ist es da und nicht... Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber ich glaube, es hat vielleicht genau, weil ja so vieles online einfach auch abläuft heutzutage zu tun. Also ich glaube, wir können uns ja mega easy immer in unserem gleichen Freundeskreis treffen und nicht aus diesem Freundeskreis ausbrechen, weil wir uns so easy treffen können. Und ich glaube, früher hattest du viel eher auch mal, dass du einfach mal eben in eine Bar gehst oder irgendwo hin und du warst noch nicht diese ganze Zehnergruppe, wo man dann auch nicht dazu stoßt, weil du vielleicht auch nicht alle deine 10 Kumpels schon mit dem Handy erreichen konntest, hey, wir gehen alle in diese Bar, sondern du warst einfach mal, gehst mal bei jemandem klingeln, die kommt jetzt mit und dann gehst du in eine Bar oder so. Und dann, glaube ich, waren die Gruppen vielleicht auch nicht, also ich glaube, das hat schon auch so einen Einfluss auf dieses ganze Dating, dass wir uns so gut einfach als Freunde schon treffen können. Und wenn es eine Gruppe ist es immer viel schwieriger, glaube ich. Ich denke halt, ich habe grün ja auf. Ja, erklär uns jetzt eins. Weshalb findest du es oberflächlich? Nein, vielleicht oberflächlich ist vielleicht ein bisschen krass. Ich glaube nicht, dass es oberflächlich ist, aber ich habe das Gefühl, man muss sich auch ein bisschen bewusst sein, was Online-Dating auslöst in deinem Denkprozess oder was du eben auch nicht siehst. Und also was ich mir vorhin überlegt habe, ist, ich meine, niemand setzt auf seine Online-Profile drauf seine Blindspots oder seine Schwächen die lernt man alle nicht kennen über das Online-Profil und manchmal habe ich das Gefühl, man ist so ein bisschen, es ist schon auch ein bisschen unsere Kultur, man shoppt sich einfach alles nach Hause, was man will und so auch irgendwie einen Partner, also man wählt aus. Zalando-Bestellung. Ja, was Schrei schon... vor Glück, ja. Aber würdest du sagen, wenn du mit jemandem einfach so auf ein Date gehst, kennst du meistens die Schwächen von dieser Person auch noch nicht? Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, das stimmt. Aber es ist wie so, man muss viel weniger bei der Person gegenüber nachfragen. Oder riskieren vielleicht auch. Riskieren, also glaube ich auch einen Korb. Weil du hast ja zugestimmt auf ein Date. Beide finden sich attraktiv. Meistens ist es ja nur... Okay, ja, meistens ist es ja einfach die Attraktivität, die man wahrscheinlich dann
cool findet, kombiniert noch mit irgendeinem Hobby. Aber man weiß auch schon so viel über die Person, ohne dass man mit der Person über diese Dinge gesprochen hat. Also ich weiß dann, ja, du hast gerne Delfine und keine Ahnung, weißt du? Also, aber wenn du das nicht weißt, dann musst du all diese Dinge lernst du kennen im Gespräch und manchmal habe ich das Gefühl, das nimmt dann auch ein bisschen vorweg. Gewisse Dinge hast du das Gefühl, frage ich gar nicht mehr, weil ich weiß es ja bereits. Ah, du hast gerne Fußball, okay. Aber ich glaube, du weißt ja trotzdem nicht viel darüber. Also ich glaube, es kann sogar gerade einen guten Start sein, weil du sagen kannst, ich habe gesehen, du gehst gerne wandern. Wie oft gehst du wandern? Wo gehst du dann gerne hin? Und dann hat man direkt ein Gespräch. Und ich glaube, man muss ja dann schon noch viel fragen. Man weiß vielleicht, die ist gerne sportlich aktiv, aber so viel weißt du trotzdem nicht, dass es zu viel ist, glaube ich. Ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Was ich da ein bisschen vermisse, ist das Zwischenmenschliche. Ja. Online kannst du jemanden anschreiben, wenn du keinen Bock hast, ghostest du diese Person oder es braucht dich keinen Mut, null. Vielleicht ein Reagieren auf eine Story ist für die meisten schon, ihr habt mich gefragt für ein Date. Es braucht absolut keinen Aufwand, um jemanden anzuschreiben online. Deshalb, ich bin schon auch ein bisschen auf deiner Seite, Tim. Ich glaube, es darf dich auch etwas kosten, jemanden zu fragen. Oder wenn man dich zum ersten Mal gefragt hat, möchtest du mit mir auf ein Date kommen, dann darf das Herz auch kurz in der Hose sein und man darf kurz ein bisschen schwitzen und wissen, oh scheiße, was sagt sie jetzt? Sagt sie ja oder nein, kriege ich den Korb oder gehen wir auf ein Date? Das finde ich grundsätzlich schon etwas Schönes, deshalb ich verstehe dich schon. Aber du kannst es auch online kassieren. Aber natürlich ist es nicht gleich schlimm. Der Schmerz ist niemals so groß. Nein, ich verstehe. Und man wird vielleicht schon ein bisschen so abgehärtet oder so, also dass man wie, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, lang online datet, und dann sieht man ja so viele Menschen. Und vergleichen. Und ich weiß nicht, ob man ein bisschen ein Ideal, also eben das mit dem Shoppinglist, finde ich, hat schon etwas, weil du siehst dann eine Person online und bist so, die hat diese Attribute, eines fehlt. Ja. Ich will nicht. Also, und wenn das ist schon krass. Also vielleicht wirst du viel heikler, sag ich mal, und du bist überhaupt nicht mehr so offen, weil du so eine Auswahl hast plötzlich. Das würden wir sonst nie machen. Ja, dann wärst du nicht schon so, diese Person geht nicht gern in die Natur. Also sie hat es nicht ausgewählt, keine Ahnung, vielleicht geht sie ja sogar gerne in die Natur. Genau, vergessen, weiß es nicht. Ja. Und dann bist du einfach schon so, okay, abgeschrieben. Ja, und dann hast du den perfekten Typen oder die perfekte Frau und dann lernst du sie kennen und merkst, nein, passt gar nicht. Sie hat ja trotzdem Schwächen und ist trotzdem nicht perfekt. Und das ist trotzdem gut verkauft. Ja, genau so. Und ich denke, das ist einfach vom Denksystem oder man macht es sich schon ein bisschen auch einfach in der heutigen Zeit und der Komfort ist hoch. Darum habe ich. Aber man kann es sehen, wie man will. Sehr schöne Überleitung. Ich lese das nächste Statement vor. Als Scheidungskind bin ich unfähig, eine gesunde Ehe zu leben. Okay, 3, 2, 1. Okay, da sind wir einer Meinung. Yeah! Erster Erfolg. Kommt jemand von euch aus einem Scheidungshaushalt? Nein. Ja. Aber ich habe bei anderen das miterleben dürfen, dass die verheiratet sind und das jetzt eigentlich wirklich mega gut angehen. Und ich glaube, weil ich habe das mal jemanden gefragt, selbst was sie auch, und ich weiß, dass solche Menschen manchmal schon echt selbst auch Zweifel haben oder Fragen haben. Ich habe jetzt gerade eine Freundin, die ist ein Scheidungskind und sie hat mir gerade letztens erzählt, sie hat echt Fragen, ob sie beziehungsunfähig ist deswegen. Und ist deswegen auch in Therapie und so. Und ich finde es aber mega cool, weil sie geht es mega gut an. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, aber ich glaube schon auch, dass es wirklich möglich ist, weil wenn du bist nicht deine Eltern und du musst dir einfach, also das hat mir dann jemand gesagt, die jetzt in einer Ehe ist, die funktioniert, du bist nicht deine Eltern und das musst du dir bewusst machen und du musst deinen eigenen Weg gehen und natürlich gibt es Muster, die musst du anschauen. Da musst du hinsehen, da musst du drüber sprechen. Aber wenn du das machst und wenn du hinschaust, dann brauchst es wie bei jeder anderen Ehe auch, braucht es Ehearbeit. Man muss zusammen hinschauen und hingehen. Aber wenn du das willst, dann ist das möglich und dann kannst du eine gesunde Ehe führen. Und es ist nicht, du bist Scheidungskind, jetzt bist du beziehungsunfähig. Fand ich voll ermutigend zu hören. Ja. Ich habe mal diesen Satz gehört, deine Herkunftsfamilie disqualifiziert dich nicht. Aber sie kann auch nicht, also du darfst sie auch nicht ignorieren. Ja. Und ich glaube, das ist schon etwas, die heutige Zeit versucht, Scheidung, glaube ich, sehr als harmlos darzustellen. Also das ist nichts Schlimmes, es ist einfach so, wie es ist. Weil über 50% der Ehen werden halt auch geschieden. Es macht nichts mit den Kindern, es ist eine gefahrenfreie Zone und ich glaube, das ist nicht wahr. Und das hat einen Effekt, es hat eine Auswirkung.
wie du Ehe, wie du Beziehung siehst. Aber wie du sagst, ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube, gerade wir sind ja Christen und wir folgen Jesus nach und mit Jesus ist immer ein Neuanfang möglich. Und das, was du sagst, du bist nicht deine Eltern und es ist ein neuer Start möglich. Also wenn du auch gerade zuschaust und du hast genau diese Frage, so ja, weil meine Eltern mir nie eine gesunde Ehe demonstriert haben, dann darum kann ich keine Ehe leben oder eine gesunde Ehe leben, dann würden wir dir sagen, das stimmt nicht. Die Frage ist vielleicht ein bisschen, was hilft dir vielleicht? Vielleicht hilft es dir, eine gesunde Ehe mal zu sehen oder Freunde zu haben, die vielleicht eine gesunde Ehe haben. Völlig, ja. So, dass weil für uns jetzt hier in dieser Runde, wir haben uns alle demonstriert bekommen. Und, oder wie sieht es bei euch aus? Also keine Scheidungskinder? Nein. Das hatte wahrscheinlich schon einen großen Einfluss. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe viele Freunde von mir, deren Eltern sich scheiden lassen. Und es war oft sind wir zusammengesessen. Und ich mag mich noch an ein Gespräch erinnern, wo er gesagt hat, Bruder, ich werde nie in meinem Leben heiraten. Das will ich mir nie antun. Und das war mit 16, 17. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Er ist zwar noch nicht verheiratet, aber er hat seine Meinung ein bisschen geändert. Und ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht. Ihr habt das sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, was noch wichtig ist herauszufinden, warum hat eine Ehe nicht geklappt. Wenn mein Vater schon mit Ehebruch zu kämpfen hatte, dann ist es vielleicht auch möglich, dass ich mit dem konfrontiert bin. Und deshalb unbedingt anschauen und sich nicht scheuen vor einem Aufwand, um eben dann erfolgreich eine Ehe zu gestalten. Also auch die Eltern mal fragen. Auf jeden Fall, ja. Was ich glaube, das bringt das die Leute wieder zusammen, also die Familie bringt es näher zusammen, wenn man solche Themen bespricht. Es schafft Intimität und auch für das eigene Leben, für eine Beziehung zum späteren Zeitpunkt, glaube ich, ist das schon wertvoll. Schön. Willst du das nächste Statement ziehen? Ich bin ein bisschen heiß, ich möchte noch weiter diskutieren. Okay, man kann nicht wissen, ob man jemanden heiraten sollte, ohne vorher mit ihr Sex gehabt zu haben. Jetzt bin ich gespannt. Warte, man kann nicht wissen. Man kann nicht wissen, ob man jemanden heiraten soll. Also wenn man... wie ist die Frage? Man kann nicht wissen, ob man jemanden heiraten soll, ohne Sex gehabt zu haben. Wow, also ja oder nein? Ja, man kann es nicht wissen. Hä? Nein, oder? Was? Also. Ich bin auch verwirrt. Okay, wir stecken einfach Das ist genug die Erklärung. Das Falsche. 3, 2, 1. Ja, okay, ich glaube, wir haben es alle gleich verstanden. Okay. Ja. Toll. Also ich hatte ja noch keinen Sex, aber ich habe mich ja verlobt. Das heißt, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, dass ich jemanden heirate, ohne zuvor Sex gehabt zu haben mit dieser Person. Und ich behaupte, dass das klappt, weil ich mache das so. Aus eigener Hand. Ja, genau. Nein, vielleicht ist es spannend, wenn du erzählst, weil du bist ja schon verheiratet. Ich habe das Statement schon wieder vergessen. Also man kann nicht wissen, ob man jemanden heiraten soll. Ah ja, ohne ich habe Sex geheiratet. Du hast ja auch geheiratet, Also ohne das Sex heißt, gehabt zu das haben. Auto Probe fahren, bevor man es kauft. Ja, genau. Ja. Also ich hatte auch nie Sex, bevor ich geheiratet habe. Und ich wusste, dass ich heiraten will, meine Frau, ohne dass ich Sex gehabt hatte mit dir. Aber weshalb, also hattest du jemals das Gefühl, dass du es ausprobieren hättest sollen, oder hat es für dich nicht reingespielt? Darum geht die Frage eigentlich. Ja, genau. Ob es für dich wichtig gewesen wäre, dass du ausprobieren hättest können oder nicht zuvor? Nein, das war für mich nie wichtig. Warum, fragst du vielleicht? Ja, schon auch, ja, weil du hast ja vorher noch gesagt, dass man sich anspricht, wenn man sich attraktiv findet. Genau, Dann könnte man auch sagen, ja, wir für finden mich uns war attraktiv. für mich war es sehr wichtig, dass ich meine Frau attraktiv finde. Also, Und das war genug. das war wie genug, also dass ich Sex haben will mit dir. Ja. Macht das Sinn? Das macht Sinn. In der Zukunft. In der Zukunft. Dass ich mir das Gehabt werden sein. dass ich denke, das wäre sicher schön mit dir. Ja. So. Genau, ohne verlegen zu werden. Aber warum das für mich nicht so wichtig war, ist einfach, weil ich glaube halt nicht, dass schlussendlich Sex das ist, was uns zusammenhält. Oder das, was eigentlich eine Beziehung ausmacht. Für mich waren es vielmehr andere Werte, die für mich wichtiger waren, weil ich glaube, wenn
wenn man seinen Gegenüber liebt und wenn man sich für diese Person entscheidet und ich habe mich entschieden, mein ganzes Leben mit dieser Person zu verbringen, dann ist der Sex sowieso schön und sowieso gut. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn man halt keinen Sex hat, bevor man geheiratet hat, dann hat man auch keinen Vergleich. Man kann nicht vergleichen, das ist jetzt viel besser als da. Man hat es nie. Man erfährt das zusammen das erste Mal. Und ja. Ich würde auch sagen, dass du eine tiefere Beziehung hast, wenn du keinen Sex vor der Ehe hast. Weil du seelisch auf einem ganz anderen Niveau sein musst. Du musst dich intimer geben, als einfach, Sex wird oft als ein Mittel verwendet, wenn Streit ist, wenn gerade Freude herrscht. Du kannst so schnell in die Sexualität abdriften, ohne dich irgendwie zu streiten oder dir irgendwelche Themen stellen zu müssen, was eigentlich der Beziehung gut täte. Ja. Und da glaube ich oft, dass man das halt einfach nimmt und sagt, ja, okay, das können wir später anschauen. Hauptsache der Sex ist gut und wenn das nicht klappt, dann gibt es schon jemand Neues. Und ich glaube, das ist eine ganz große und tiefe Lüge, die uns immer wieder eingeredet wird und sagt, ja nein, du kannst den Partner ja wechseln. Wenn er schlecht im Bett ist, dann nimm jemand anderes. Ja. Aber dranbleiben und zu arbeiten ohne Sex, auch Paare, die jetzt zusehen, die nichts mit der Kirche am Hut haben, versucht es mal. Ich glaube, die Beziehung am Anfang wird es sicher strenger sein, weil es eben diese Muster nicht mehr gibt, wo man ausweichen kann, sondern du stellst dich bewusst Herausforderungen und du lernst die Person zu lieben, ohne dass sie dir Sex gibt. Ja. Viel bessere Antwort als meine. Du solltest eigentlich verheiratet sein. Das ist nur theoretisch. Ja, also vielleicht kann man schon noch sagen, ist ja schon noch lustig, wenn man nicht verheiratet ist, hat man immer das Gefühl, Sex ist so wichtig. Aber wenn man dann mal verheiratet ist, merkt man, ja, es ist mega schön und es ist etwas, das die Beziehung auch auf einem anderen Level zusammenhält und sehr wichtig, absolut. Aber es ist überhaupt nicht das Erfüllendste an einer Beziehung. Also würdest du sagen, Sex ist überbewertet? Ich glaube, wir malen es uns einfach immer viel erfüllender aus und viel wichtiger, dass das ein Bestandteil von unserem Leben ist, als es eigentlich wirklich ist. Das ist spannend. Ja. So erlebe ich es. Und wir haben guten Sex. Das freut uns. Ja. Ja, und wir lieben Sex, aber es ist nur so ein kleiner Teil von unserer Beziehung. Es gibt so viele andere Dinge, die Beziehung noch viel mehr aufblühen lassen. Und wir überbewerten es, glaube ich, manchmal, bevor wir heiraten. So. Ich finde das so geil, dass du das sagst, weil so viele Freunde, die ich habe, die nicht christlich sind, die sagen einfach, ja, ihr heiratet einfach, damit ihr nachher bumsen könnt oder ihr habt keinen Sex vor der Ehe, wie geht das überhaupt? Und ich glaube, die Beziehung ist einfach besser und Sex ist halt manchmal überbewertet. Ja, manchmal, ja. Schön. Nächste Frage. Next statement. Your turn. Bin ich dran? Ja, du bist an der Reihe. Ziehe aus dem Hut. Was haben wir hier? Oh, das ist ein guter. Eifersucht. Red Flag oder Green Flag? 3, 2, 1. Nein, das ist so lustig. Das ist geschlechtsgetrennt. The male Das ist audience. richtig funny. Ja, das ist für mich keine Überraschung, dass das die Männer so sagen. Okay, vielleicht starten wir mal. Nadine, Ja. wieso hast du Red Flag? Also Eifersucht ist eine Red Flag für dich. Ja, also ich finde, das ist ja jetzt ein Extremstatement, oder? Okay, ja. Und ich finde, es gibt natürlich eine Zone, wo es okay ist. Also ich finde, es ist okay, wenn man Gefühle, oder ich finde, es ist auch natürlich, Gefühle von der Eifersucht zu haben, jetzt in einer Beziehung oder auch vielleicht in Freundschaften, wo man, wo man die andere Person sieht und so ist so, hä, wieso redest du mit ihr und nicht mit mir, keine Ahnung, oder so. Und das finde ich okay, aber ich finde es eine Red Flag, wenn es dominant wird, die Eifersucht, und wenn sie die Beziehung vielleicht anfängt einzunehmen und zu viel Raum bekommt. Und man auch bei sich selber, ich habe das Gefühl, es können einfach Konflikte auslösen, die eigentlich es geht ja eigentlich nur um dich bei der Eifersucht, weil du bist eifersüchtig und es geht ja manchmal vielleicht schon um das Verhalten der anderen Person, oder? Dann ist es auch vielleicht gerechtfertigt, aber oft ist es, weil man selber vielleicht irgendwie unsicher ist oder
der anderen Person, ich weiß wie, dann denke ich mir so, ja, vertraust du ihr auch wirklich? Kannst du ihr überhaupt wirklich vertrauen? Das ist auch die Frage, keine Ahnung. Eben, das geht ja dann auf alles, aber für mich, wenn es zu viel Raum einnimmt, die Eifersucht, finde ich, ist eine Red Flag. Ja, ich agree komplett. Schwesternbond, love it. Finde ich richtig gutes Statement, weil ich würde immer sagen, ich finde, eifersüchtig mal zu sein, ist natürlich und das ist ein Gefühl und das kommt und das kann mal sein, dass es Situationen gibt. Aber wenn du konstant in der Eifersucht bist, dann finde ich es absolute Red Flag. Ich glaube, eben dann frage ich mich, wo ist das Vertrauen? Also ich habe ein ganz klares Vertrauen Malte gegenüber und ich habe es wie nicht nötig, eifersüchtig zu sein. Und vielleicht gibt es mal, oder die Eifersucht wirklich in unserer Beziehung groß zu haben. Vielleicht gibt es mal einen Moment, dann eben spricht man diesen an, kann ganz easy und normal darüber sprechen, hey, irgendwie, ich fand das ein bisschen komisch oder irgendwie hat das bei mir was ausgelöst, das darf es mal geben, aber dann ist das auch wieder abgeschlossen und dann ist es auch wieder gut. Und ich finde eben dieses Verhältnis von, wenn es konstant ein Thema ist, frage ich mich, wo ist das Vertrauen oder wo eben, um wen geht es hier, wo sind vielleicht Unsicherheiten, Minderwert. Aber klar, diese Gefühle, ich glaube, das Gefühl, dass das zwischendurch mal gibt, das finde ich, ist menschlich und normal. Jetzt kommt die Green Flags. I want to hear it. I completely disagree. Ja, jetzt will ich hören. Aber es ist wirklich lustig, dass wir als Männer das Ich hätte es mir denken können. schon. Ich auch. Oder wieso hast du die grüne Flagge? Aber wir sind schon noch ein bisschen territorialer. Wir haben gerne unser Bereich abgesteckt. Das gehört zu uns. Oder diese Frau gehört zu mir und zu keinem anderen Mann. Ich würde es nicht gerade immer auf das Negative ziehen. Ich glaube, Eifersucht kann sehr oft negativ sein, aber die Herzenseinstellung kommt sehr fest darauf an. Und ich würde auch sagen, manchmal ist Eifersucht, kann einem auch näher bringen. Weil ich möchte nie, also, jetzt muss ich das erklären. Ja, I want to hear. Wenn ich eifersüchtig bin darauf, dass meine Freundin, wenn es dann soweit wäre, irgendwo in den Ausgang geht mit ihren Girls, dann hätte ich wahrscheinlich das Problem bei mir. Wenn ich darauf eifersüchtig bin oder merke, dass sie irgendetwas von mir verheimlicht oder mit jemand anderem viel mehr Zeit verbringt, mit einem männlichen Kollegen oder so, dann bin ich ein bisschen eifersüchtig und dann glaube ich, da muss ich das ansprechen, damit wir wieder eine Einheit sein können oder damit das wieder funktionieren kann. Deshalb glaube ich, ist Eifersucht nicht nur schlecht, weil du spürst, hey, da geht etwas ab in unserer Beziehung, da geht es in eine Richtung, die sich nicht positiv entwickelt, zum dann wieder zurückrudern oder zusammen in die gleiche Richtung zu ziehen, glaube ich, ja, kann das auch wie eine Alarmstufe sein. Macht das Sinn irgendwie? Ja, das verstehe ich, ja. Ich stimme dir zu, ich finde, Eifersucht kann schon auch ein Zeichen von Liebe sein. Ja, fair, ja. Inwiefern? Dass du eine exklusive Beziehung hast mit deinem Partner und wenn diese Grenzen überschritten werden, wo du das Gefühl bekommst, dass Grenzen überschritten werden bei gewissen Dingen, es zeigt dir ja auch, dass dir dein Partner ziemlich wichtig ist. Und, also ich stimme dir zu insofern, weil ich glaube, wir Männer, wir haben schon noch manchmal dieses wie du es gesagt hast, territoriale Denken oder dass meine Frau, ich habe auch diese Beispiele in meinem Leben, aber meistens ist noch spannend. Ich war nicht eifersüchtig manchmal auf Desiree, meine Frau, weil ich ihr nicht vertraute, sondern manchmal hatte ich das Gefühl, mir war nicht geheuer, wie ein Mann mit ihr sprach. Ja. Aber gar nicht ihr Verhalten gegenüber dem Mann, sondern ja, oder dass sie es nicht interpretieren konnte als ein Flirten oder dass jemand Grenzen überschreitet, keine Ahnung, emotionale Grenzen überschreitet, im Gespräch gewisse Grenzen überschreitet. Und aus ihrer Sicht ist es dann vielleicht ein gutes Gespräch, aber aus meiner Sicht ist es dann eher ein Grenzüberschreiten von diesem Typen, der mit ihr spricht. Also gar nicht unbedingt, dass ich dann meiner jetzigen Frau nicht vertraue, sondern dem Typen nicht vertraue, was seine Motivation hinter diesem Gespräch ist. Versteht ihr, was ich? Ja. Und trotzdem glaube ich, also ich verstehe es und ich agree sogar eigentlich zu einem gewissen Grad und trotzdem glaube ich aber auch, dass es auch in solchen Situationen auch das Vertrauen gegenüber der Frau wieder braucht, dass sie auch das handeln kann. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das kann sie auch nicht immer. Ja. Manchmal eben merken wir es als Frauen auch nicht, da agree ich sogar auch dazu. Aber ich glaube trotzdem, wenn es dann darin geht, dass du
deiner Frau auch gar nicht mehr vertraust, dass sie solche Situationen handeln kann, dann glaube ich, kommt es schon auch wieder an einen schwierigen Punkt. Weil dann könntest du sie zum Beispiel, ich sage jetzt for example, geht sie mit Studienfreunden in die Ferien und du weißt, da hat es vielleicht schon Typen, die werfen ein Auge auf sie. Dann kommt es ja in solche Situationen, wo du sie vielleicht nicht mal mehr in den Urlaub gehen lassen kannst, weil du weißt, die haben ein Auge auf sie, auch wenn sie es vielleicht nicht hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, da wird es ein schmaler Grad für mich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass gewisse Menschen, Frauen wie Männer, brauchen dieses Eifersuchtsargument, du bist einfach eifersüchtig, um nicht wirklich sich selber mal reflektieren zu müssen, was sind meine Grenzen mit Menschen in meinen Gesprächen oder wie ich mich verhalte. Weil es gibt auch sehr viele Menschen, die sind zwar in einer Beziehung, aber verhalten sich mit dem anderen Geschlecht auf eine Art, wo ich denke, du bist in einer Beziehung. Und logisch ist dein Freund jetzt eifersüchtig auf dich, wenn du dich... Ja, Versteht ihr, was ich meine? Das kenne ich auch. Das Ich glaube, sehe manchmal auch. kann es auch recht naiv sein. Männer Ja. wie auch Frauen können naiv sein und dann braucht es in Anführungs- und Schlusszeichen diese Eifersucht, um eben ein Gespräch zustande zu bringen. Ich würde nicht immer sagen, dass es immer die Eifersucht braucht. Ich glaube, es geht einfach auch ohne Eifersucht, dass man das konfrontieren kann und eine Person zum Reflektieren bringen kann. Aber ich verstehe, was wenn du es dir ganz meinst. egal, also für mich es wäre mir dann völlig egal, wenn meine Freundin Nein. mit jedem Flirtchen unterwegs ist. Das glaub ich nicht, weil ich vertraue ihr ja grundsätzlich. Ja. Oder ich vertraue ihr und wenn ich dann merke, nein, wie Tim, du hast das vorher gesagt, ich traue manchmal dem Typen einfach nicht. Oder ich weiß, wie Typen sich dann verhalten und dann bin ich automatisch eifersüchtig. Ja, und vielleicht kann es ja schon auch so ein bisschen einen Blindspot aufdecken. Also so, eben so, ich glaube jetzt, ich von meiner Persönlichkeit bin auch eher sehr, keine Ahnung, ich würde das vielleicht nicht so schnell merken. Und wenn dann jetzt mein Partner mir sagen würde, er ist eifersüchtig auf, also wie wir uns dort verhalten haben, dann wäre ich vielleicht schon so, oh ja, I'm so sorry, so es ist mir wie gar nicht aufgefallen. Ja. Und danach bin ich vielleicht aufmerksamer auf gewisse Situationen. Und dann, das Problem wird dann für mich, wenn es dann immer wieder vorkommt und oder er wie nicht mehr loslassen kann. Also wenn ich dann mit derselben Person wieder rede, ohne irgendwie, also vielleicht auch ganz ein neutrales Gespräch und schon wieder ist man eifersüchtig, aber wir hatten nur ein Gespräch. Dann irgendwann ist es wie so, ja, also Irgendwas darf ich ist mit ungesund. niemandem Ja. mehr reden oder wo sind dann die Ja, genau. Grenzen? Und wenn man dann so von der Eifersucht so richtig eingenommen wird und geprägt wird und das halt die Beziehung einnimmt, dann finde ich, wird es halt schon zu einer Red Flag. Ich denke, es ist schon wichtig, wenn man in einer Beziehung ist und Eifersucht ist ein Teil eurer Beziehung, ist es wichtig, das Gespräch zu suchen. Ja. Also die Person, die eifersüchtig ist, sollte das Gespräch suchen, weil sie hat ein Problem oder er. Und ich glaube, dann mal reflektieren, okay, ist meine Eifersucht, kommt sie aus einer gesunden Motivation aus, weil gewisse Grenzen nicht eingehalten werden. Und also vielleicht noch ein abschließendes Wort für Desi und ich, wie wir es jetzt machen, ist grundsätzlich, ich bin auch eher naiv, ich merke nicht, wenn jemand mit mir flirtet. Ich merke es nicht. Und Desi auch eher nicht. Und dann haben wir... Das ist eine gute Kombo. Genau. Und jetzt ist es eher ein anderer Fall, weil wir haben einen Ring am Finger und dann ist es schon noch mal klarer. Aber wenn wir etwas merken bei einem Gespräch, wenn wir ein Gespräch mithören vom Partner mit dem anderen Geschlecht und wir merken, da ist etwas... Wir vertrauen einander, dass ich das männliche Geschlecht ein bisschen besser kenne und dass sie das weibliche Geschlecht ein bisschen besser kennt. Und Desi kann mir eigentlich jederzeit sagen, hey, das war im Fall Flirten. Und wenn sie sich unwohl fühlt. Und dann muss ich auf sie eingehen, weil ich liebe ja sie. Ich will, dass sie nicht eifersüchtig sich fühlt. So, das ist mein Ziel. So, das übergeordnete Ziel. Strong. Und so. Und darum das Gespräch sicher suchen ist unglaublich wichtig. Ja. Das ist richtig cool. Nächstes Statement? Ja, nächstes Gespräch. Christen verteufeln Sex. Wollt ihr? Ich glaube, da sind wir uns so einig. Also 3, 2, Man muss sich entscheiden. Kann man auch 2? Kann man auch. 3, 2, 1. Ja, nein. Okay, Also die beides. Allgemeinheit, reden wir von der Allgemeinheit Ja. von Christen. Aha, ja. Okay. Ja, warum, Nadine? Also jetzt so, ich als Christ würde sagen, nein, aber es gibt natürlich Christen, die das tun, ja. Ja, also ja, stimmt schon, sind beides. Also es gibt sicher viele Christen und ich denke vielleicht auch früher vielleicht noch extremer wie heute, die Sex sehr als etwas Schlimmes oder einfach auch als Tabuthema sehen. Und aber heute, oder wie ich es in meinem Umfeld erlebe, ist das eigentlich nicht mehr
Ja. ein Problem also ja, ich empfinde es als Problem, dass es verteufelt wurde. Und deshalb finde ich, es ist jetzt heute kein Problem mehr. In meinem Umfeld zumindest, ja. Ja, ich finde auch, also es gibt, heute ist manchmal die Ansicht, dass Sex wird verteufelt von den Christen, weil wir sagen, Sex gehört in die Ehe. Und das wäre aber die Kehrseite. Und ich glaube, das ist nicht Verteufeln von Sex. Wir haben eine sehr hohe Sicht von Sex. Wir glauben auch als Christen, es ist etwas Heiliges. Wir glauben einfach, es ist in einem gewissen Kontext, in einer Ehe zwischen Mann und Frau, ist es der richtige Ort, um Sexualität auszuleben und der gesündeste Ort. Das ist unsere Sicht als Christen, weil wir Jesus Christus nachfolgen und das die rote Linie in der Bibel ist. Wenn du das Gefühl hast, wir als Christen verteufeln Sex, weil wir einfach sagen, es gehört in die Ehe, das ist nicht verteufeln, das ist einfach eine Ansicht, wo Sex wirklich gesund ausgelebt werden kann, geschützt und sicher. Ja, darum, ich glaube, wir sind da alle einer Meinung. Ich glaube, wir agreeen. Ich glaube, es ist einfach manchmal der Kontext, vielleicht wie es im Gespräch vielleicht rüberkommen kann, dass es negativ vielleicht angesprochen wird, weil es eben nicht in diesem Setting passiert und dann denkt man, oh, die verteufeln das, aber das ist ja nicht der Sex an sich, sondern eben die Positionierung vom Sex eigentlich. Ja. Ich lese gleich mit dem nächsten Statement weiter. Ich gehe weiter. Und eine Beziehung zu haben und nebenbei einen besten Freund, eine beste Freundin vom anderen Geschlecht zu haben, geht easy. Oh. Leichte Kost. Die Frage habe ich irgendwie noch nicht gehört. Also, dass du einen besten Freund mir auch. Also, es steht da so drauf. Habe ich jetzt dass noch du gar keinen einen Mann Gedanken. als besten Freund hättest, obwohl du in einer Beziehung bist. Also, dass ich mit einem Typen als besten Freund oder dass Tim eine Frau als beste Freundin hätte. Geht das Neben oder meiner Frau. geht das oder geht das nicht? 3, 2, 1. Auch hier wieder eindeutig. Die Konservativen da. Das müssen wir schon ein bisschen ausführen. Ja, Tim, nimm uns mit. Ja, Oder möchtest du nicht? doch, ich kann. Was halt das Problem ist aus meiner Sicht folgendes. Wenn du ich habe eine Frau und ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe eine beste Freundin neben meiner Frau, der ich alles erzähle und ist einfach schon nur weird, wenn ich es mal so sage, weil einfach aus dem Gedanken, das Problem ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass es macht ja irgendetwas, macht diese Beziehung zu dieser Person dann aus, dass die meine beste Freundin ist. Und wahrscheinlich ist es etwas wie, wir können über alles sprechen und uns alles erzählen. Das Problem dort ist, ich bin heterosexuell und ich bin dann auf einer emotionalen Ebene mit einer anderen Frau neben meiner Frau, wo ich dann vielleicht über Themen meiner Ehe spreche, wo dann eigentlich jemand wird, für mich aus meiner Sicht, zu meiner zweiten Ehefrau. Wo ich gewisse Dinge, die ich vielleicht mit meiner Frau nicht darüber spreche, spreche ich dann mit meiner besten Freundin darüber, oder ich spreche über gewisse Dinge, die in meiner Ehe sind, mit meiner besten Freundin darüber. Ich nehme einfach an, dass eine beste Freundin würde für mich jetzt persönlich das ausmachen, dass ich über alles mit ihr sprechen würde. Und das Problem sehe ich dann da, dass das halt das Potenzial hat, um mehr zu triggern, als nur einfach, wir können über alles reden. Also emotional mehr zu triggern, oder wie meinst du? Dass ich mir gewisse Dinge emotional bei dieser Person hole, die eigentlich meine Frau erfüllen sollte. Oder dass dann auch aus einem guten Gesprächspartner einfach auch mehr werden kann, weil ich glaube, es gibt emotionale Grenzen mit dem anderen Geschlecht, die, wenn man die übergeht, dann kann auch eine gewisse romantische Connection plötzlich passieren. Das hat man nicht im Griff. Ich kann das nicht kontrollieren, ob ich mich in jemanden verliebe oder nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe keinen Knopf. Es passiert einfach, wenn es passiert. Und ich glaube, wenn man halt gute Gespräche hat und lange miteinander spricht und über alle Themen miteinander spricht und dann merkt man, ich sehe das genauso wie du. Ja, meine Frau, ja, die sieht das anders. Ja, voll, ich bin eigentlich auf der... Versteht ihr? Ich glaube, es ist der erste Schritt, dass deine Beziehung zu deinem Ehepartner wird dann schlecht. Und Eifersucht wird getriggert. Da sind wir zurück bei Eifersucht. Oder wie seht ihr es? Also ich glaube einfach noch als Ergänzung, ich glaube, es muss nicht mal nur das Sprechen sein. Ich glaube, es kann auch sein, dass du einfach mega ein Hobby teilst. Aber wenn du so eine Passion hast und du kannst die Passion vielleicht nicht mit deinem Ehepartner ausleben, aber plötzlich mit einer anderen Person. Ich finde auch Passion verbindet unglaublich. So Leidenschaft oder so ein Hobby oder so, das kann mega verbindend sein und dann
finde ich, muss es gar nicht nur immer tiefgründige Gespräche sein, die dann irgendwie zu Emotionen führen, sondern ich glaube auch Erlebnisse. Und wenn du dann irgendwie die krasseren Ausflüge und Erlebnisse mit einer anderen Person hast, als mit deinem Ehepartner oder deinem Freund, was auch immer, dann finde ich das schon auch fragwürdig. Also ja, wo stellst du dann wen hin? Aber ich verstehe auch, ich glaube, es ist dann manchmal auch die Frage, was ist als bester Freund oder wie definiert man das Ganze dann auch? Weil es gibt schon Kollegen, mit denen kann man es mega gut haben und das ist wie kein Problem, hat man Kollegen vom anderen Geschlecht oder so. Ich glaube eben, es kommt viel eher drauf an, wie verletzlich machst du dich bei dieser Person, worüber sprichst du, was teilst du mit dieser Person, wie viel teilst du mit dieser Person. Und auch die 1:1 Zeit. Ja. Ja, das finde ich auch, ja. Das fände ich sehr weird, wenn das sehr hoch ist. Wenn jetzt bei Malte das mit einer Frau ganz hoch wäre oder bei mir mit einem Typen, das wäre einfach schon weird dann. Also ich finde schon so, eben es gibt so beste Freunde und es gibt gute Freunde. Und ich finde, man kann einen guten Freund, also ich kann einen guten Freund haben, mit dem ich vielleicht auch vieles teile oder, keine Ahnung, wir Zeit verbringen. Aber es ist wie dann, also wenn ich, keine Ahnung, als ich eine Beziehung hatte, dann habe ich mich eigentlich nie mehr alleine mit einem Mann getroffen, weil es einfach irgendwie, ich brauchte das auch nicht mehr. Also, aber trotzdem habe ich gute Freunde, Männer, die ich auch schon sehr lange kenne, die meisten sind auch noch verheiratet mit meinen besten Freundinnen und dann, keine Ahnung, so mit ihnen teile ich viel und sie wissen viel, vielleicht auch wegen meinen Freundinnen oder so. Und das finde ich voll okay und ich weiß, die wünschen sich auch für mich irgendwie das Beste und sind so, ja, aber es ist jetzt nicht jemand, dem ich jetzt, keine Ahnung, jeden Tag schreibe oder ich einmal die Woche treffe oder so, aber es ist trotzdem für mich ein guter Freund, wo ich auch sehr dankbar bin um diese Beziehungen zu Männern, wo mir auch helfen können oder manchmal auch, keine Ahnung, eine andere Perspektive aufzeigen können in Themen oder auch jetzt in der Beziehung oder so. Ja, deshalb finde ich, gute Freunde zu haben, finde ich etwas Schönes, auch vom anderen Geschlecht, aber einen besten Freund, das ist dann, finde ich, schon einen Schritt weiter. Also das ist für mich jemand, den ich wirklich sehr up-to-date halte und eben über die tiefsten Gedanken austausche. Und ja, das mache ich nicht mit vielen Leuten und deshalb, ja, ich finde es einfach auch ein bisschen komisch irgendwie. Ich finde auch mit deinem besten Freund verbringst du sehr viel Zeit. Für mich ist der Faktor Zeit auch sehr much entscheidend. Wenn ich mit irgendeiner Frau einen Kaffee trinken gehe, das mache ich nicht. Ich gehe nicht einfach so mit irgendjemandem einen Kaffee trinken. Außer ich habe ernste Absichten. Wenn ich eine gute Freundin treffe, dann sind meistens noch weitere Leute dabei. Und dann ist es nicht ein 1:1 von mehreren Stunden, wo wir über das Leben diskutieren oder zusammen ein Hobby haben. Klar kann ich vielleicht einmal im Monat in einen Padellkurs mit irgendjemandem gehen. Kein Problem. Aber nicht jede Woche zur gleichen Zeit fixe Termine, quasi ein Date schon haben. Das finde ich jetzt einfach komisch. Das würde ich nicht wollen für mich und fände es auch komisch bei meiner Freundin. Also da glaube ich, dann kommt die Eifersucht wieder. Da sind wir beim gleichen Thema, wie du es vorher gesagt hast. Und deshalb, ja. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ich habe das schon oft erlebt, ich hatte früher eigentlich viele männliche Kollegen und ich glaube, ich war mir manchmal einfach auch gar nicht bewusst, was es bei ihnen auslösen kann. Ja. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht und wir hatten eine super Zeit. Aber ich kann wirklich sagen, früher hat mich das eben selbst getriggert, wenn man gesagt hat, man kann keine anderen geschlechtlichen Freundschaften haben. Und ich habe mir so gedacht, ja, geht ja voll easy. Und trotzdem, wenn ich jetzt zurückschaue, fast meisten auf irgendeiner Seite kamen irgendwann Gefühle ins Spiel. Irgendwann. Vielleicht kam es auch viel später, dass man sich's eingestanden hat oder so, aber oder es war zumindest nur schon dieser Funke von, ich könnte es mir schon vorstellen, mit dabei. Und das finde ich spannend, weil ich habe das wirklich eigentlich dann fast gar nie erlebt, dass das, wenn es eine nähere Freundschaft war, natürlich eben, wenn es das ganz Kollegiale ist, mega easy, aber wenn es das Nähere ist, ich glaube, früher oder später, und dann muss man sich schon auch bewusst sein, was möchte ich bei einem anderen auch auslösen. Weil es kann auch echt unfair werden, wenn man vielleicht wirklich keine Gefühle hat und keine Intentions, aber dann sich trotzdem, wie man mit dieser Person trifft, kann einfach dann auch sehr unfair werden irgendwann, finde ich. Ja. Sorry. Vielleicht wisst ihr das ja besser, aber für mich bringt es auch immer etwas Romantisches mit. Ich möchte gewisse Teile meines Lebens nur für meine Freundin, meine zukünftige Frau vorbereitet haben. Also ich möchte nur mit ihr gewisse Sachen machen, wie auf ein Date gehen, einen Kaffee gehen. Das möchte ich nicht jemand anderem einfach so geben. Also ich möchte damit, jetzt für ein Beispiel mit jedem, eben das Kaffeebeispiel, mit jedem einfach einen Kaffee trinken.
sondern ich möchte das spezifisch, das ist für sie, nur für sie und nicht einfach für jeden, der irgendwie mal noch Zeit hat, an einem Freitagabend noch kurz etwas trinken gehen oder Sport machen. Das will ausgesucht sein. Heißt nicht, dass alles andere ausgeklammert sein muss. Ja, etwas, was ich wirklich lernen musste, war, wenn du einen Partner hast oder wenn du in einer Beziehung startest, dann ist diese Person die wichtigste Person. Und wir Christen glauben auch ganz stark daran, dass eine Ehe oder eine Beziehung funktioniert nur dann, wenn du deinen Partner höher stellst als dich selber und ihn wichtiger siehst als dich selber. Und wenn das beide tun, ist das wunderschön. Aber was ich schon dann gemerkt habe, ist, dass Desi ist für mich wichtiger als meine Freundschaft mit einer Frau. Und wenn sie es stört oder umgekehrt, dann muss ich mir auch überlegen irgendwann, okay, was ist mir wichtiger? Ist mir diese Beziehung mit dieser Person, die ich date oder mit der ich jetzt... Ich finde auch, je nachdem, wo du in deiner Beziehung bist, wenn du nur am Daten bist oder vielleicht erst in einer Beziehung noch nicht verlobt, finde ich immer, das kann auch noch wieder auseinandergehen. Die Frage war ja spezifisch, also wenn genau, du eine aber Beziehung umso bist. weiter man geht, am Schlussendlich ist mir Desi viel wichtiger als irgendeine Freundschaft mit einer Frau. Und wenn das bedeutet, dass ich gewisse Freundschaften auch aufhören muss oder neu definieren muss, ich glaube, das ist absolut normal. Dass wenn du einen Partner bekommst oder eine Beziehung startest, dass sich deine Freundschaften, die du bereits hast, sich nochmal verändern und vielleicht neu definiert werden müssen oder nicht mehr gleich tief gehen. Das finde ich absolut Das ist auch legitim. legitim, ja. Und okay. ich finde es auch schön, sagen zu können, dass Malte, mein Verlobter, auch mein bester Freund ist. Ja. Er hat eben auch diese Amen Facette. to Malte that, ist ja sister. nicht nur mein Loverboy oder was auch Ja. immer. Also das ist ja, er ist mein bester Freund. Loverboy. Loverboy ist vielleicht das falsche Wort. Sorry. Ja, mit Sex von Ehe. Shoutout. Nein, aber er ist ja, Ja. er ist nicht nur die attraktive Person in meinem Umfeld, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Das meine ich damit. Es ist nicht nur das, sondern er hat ja diese Facette von, er ist auch mein bester Freund. Und ich darf auch ihn so nennen. Und das ist, finde ich, auch ultra cool irgendwie Ja. so. Das Ja. stimmt. Du musst ja nicht auf den besten Freund verzichten, den hast du Ja. in deiner Beziehung. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn du am Date jemanden daten willst, so findest du ihn nur attraktiv oder verbringst du auch gerne Zeit Ja, mit ihm? das ist entscheidend. Schon noch wichtig, ja. Schon noch wichtig. So. Ja. Ja? Komm, wir machen ein letztes Statement. Yes. Wer will das lesen? Nadine. Ja, let's go. Ich bin dran, oder? Jetzt kommt das Übelste. Jetzt kommt das Oh Übelste. ja, das Oh nein. ist eine gute Frage. Oh, oh. Kommen wir nebeneinander. Das ist ein anderes. Oh, das ist das Die Gleiche. Zuhörer werden jetzt für immer sich fragen, was da gestanden Ja. ist. Ich Niemand wird es jemals wissen. Interesting. Ich zeig's nicht. Das war nicht das. Ja, okay. Du darfst es nicht lesen. Okay. Oh, Konflikt in einer Beziehung zeugt von Inkompatibilität. Das ist du Wow, gut aus. Habe ich das ist richtig richtig gelesen. Hey, Shoutout. ohne Finger lesen. Krass. Ja, Okay. man hat nicht gemerkt, dass ich Legasthenie habe. Aber Kannst du es nochmal lesen? So Konflikt sorry. zeugt nicht von Inkompatibilität in einer Beziehung. Zeugt nicht. Ja, nein, zeugt von. zeugt. Das nicht Entschuldigung. fällt. Ja. Ja. Das wäre meine Meinung. Konflikt schon. in einer Konflikt in einer Beziehung zeugt von Inkompatibilität. Richtig. 3, 2, 1. Ja. Sind wir wieder gleiche Ja, Meinung? ganz klar. Aber wir Besser brauchen als- eine andere Frage, wo wir nicht die gleiche Meinung haben. Ist ja eigentlich auch schön, Nein, ist schön. dass Ja. wir uns nicht so bashen. Ja, und das ist auch es wäre ein, Es wäre sad, wenn es Es- anders wäre. ja, also ich finde, Konflikt gehört in eine Beziehung eigentlich dazu. Man lernt ja auch, man wird geschliffen, wie man im christlichen Kreis so schön sagt. Ja, und das ist ja auch schon als Kind, Konflikte gehören einfach zum Leben dazu, glaube ich. Und gerade wenn man tiefe und intime Beziehungen hat, gehört es umso mehr dazu und braucht es manchmal vielleicht auch, um weiterzukommen. Aber das ist schon wichtig. Ich glaube, lass uns kurz doch noch über das reden, weil ich denke, in der Welt wird schon oft, wenn Konflikt ist, weißt du was, dann Tschüss. sind wir nicht füreinander geeignet oder wir können uns nicht einigen auf etwas oder wir haben Streit oder ich kenne Leute, die haben einmal gestritten, das Gefühl gehabt, jetzt ist logisch, Beziehung vorbei. Beziehung ist vorbei. Mega schade. So, also, Wir hatten einen Lauf, aber oder was ist dann eure Sicht auf Konflikt? Was, Ich finde auch ganz klar Konflikt. Also ich glaube, es erweitert den Horizont, es erweitert meine Fähigkeiten und meine Beziehungsfähigkeit sogar. Ich glaube, es ist eigentlich sogar wirklich teilweise etwas Gutes. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man streitet, okay, was man für einen bedeutet Umgang das? hat. Was heißt das? Wie man Wie man streitet. streitet?
Gibt es Streitregeln? Ja, also ich glaube nicht Regeln, aber ich glaube schon, es gibt verschiedene Streitverhalten und man kann an seinem Streitverhalten arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer davonlaufen würde und mich eben dem nie stellen würde, dann kann ja mein Gegenüber gar nicht mit mir etwas ausdiskutieren. Und das ist irgendwo auch nicht ganz fair dann dem Gegenüber. Oder aber gleichzeitig das andere, wenn ich nur schreie und die andere Person kann das gar nicht mehr verstehen oder immer nur losweine. Also ich glaube, es gibt schon so verschiedene Dinge, die man beachten sollte oder wo man wirklich einfach lernen kann. Ich glaube niemand kommt perfekt in eine Beziehung, weil du kommst aus anderen Haushältern meistens, du bist anders aufgewachsen, du hast anders gestritten zu Hause und ich glaube, da ist es wichtig, das anzuschauen miteinander, wie geht man miteinander um, wie spricht man miteinander. Ich glaube, das kann auch unterschiedlich verletzend sein, wie man umgeht. Für mich, ich bin zu Hause aufgewachsen, ich habe mit meiner kleinen Schwester viel gestritten. Für mich ist Streiten so oder so, ich kenne das, ist jetzt für mich nichts Neues. Und trotzdem, wie streite ich mit meinem Partner, wie gehe ich mit ihm um, welche Worte wähle ich auch. Und ich muss zum Beispiel mir ganz bewusst sein, ich habe ein Temperament und ich kann austeilen. Und da muss ich schon lernen, streiten heißt nicht, ich darf einfach alles auf den Tisch hauen und ich darf bashen und ich darf jetzt einfach mal richtig reinstechen. Das heißt nicht streiten. Streiten heißt, ich darf meine Meinung bringen, ich darf eine andere Meinung haben und ich darf diskutieren. Und wir müssen dann irgendwie auch wieder einen Weg finden. Aber da muss ich schon dazu lernen, dass ich nicht einfach alles rauslasse. Und genauso mein Gegenüber muss dazu lernen, wie mit mir umzugehen ist. Oder auch, ich glaube auch mir Frauen manchmal, wenn du einfach losweinst, dann löst das etwas anderes aus im Gegenüber. Und ich glaube auch da, wann ist Weinen, es tönt jetzt so krass, aber wann ist das in Ordnung oder nicht? Weil ich glaube, manchmal kann das dann auch sehr schnell in etwas anderes reinrutschen von, wenn jemand losweint, dann kriegst du direkt Mitgefühl und das kann schon auch, ja. Aber es ist eine große Bubble, ich schweife schon sehr aus gerade, aber ich glaube einfach, es ist extrem wichtig, das gut miteinander anzuschauen, immer wieder dazu zu lernen. Aber ich glaube auch, ich habe Streiten teilweise echt auch positiv erlebt, weil es schweißt zusammen. Du hast eine Scheißsituation erlebt, du bist aneinander geraten, aber wenn du dann einander Vergebung aussprechen kannst und weitermachen kannst, das ist so was Krasses, Verbindendes und Versöhnendes, finde ich. Und es bringt die Beziehung auf das Tiefste, weil ich habe Malte dann vielleicht einen Teil von mir gezeigt, den kaum jemand zu sehen kriegt. Auch einen nicht schönen Teil. Und trotzdem liebt er mich dann noch hingebungsvoll weiter. Und es ist nicht, okay, eben, tschüss, ich gehe. Das ist eine krasse Art von Liebe, der man begegnet, nachdem man gestritten hat, finde ich. Und das bringt schön. Tiefe in eine Beziehung. Ja. Also ich bin die große Schwester. Nein, einfach zum Klar. Sehr oft schlichten. Und also ja, ich habe Streit nicht so. Es ist noch spannend, weil wir sind ja aus der gleichen Familie und ich habe Streit jetzt ganz anders erlebt und ich bin auch vom Charakter sehr anders. Und ja, ich finde einfach, was auch schon wichtig ist, es gibt schon auch eine Grenze, wo Konflikt nicht mehr gesund ist. Ja. Also wo dann deine Beziehung nicht mehr gesund ist. Und das darf man dann darf man auch aus meiner Meinung meiner Sicht eine Beziehung auch beenden. Also wenn es in eine ungesunde Ebene geht oder ja. Dann ist es sogar wichtig, finde ich, zu beenden. Genau, aber einmal streiten ist, ja genau, finde ich, jetzt persönlich ist noch nicht der Grund, um eine Beziehung zu beenden, sondern da soll man durch und miteinander eben Lösungen finden und aneinander arbeiten. Es geht ja irgendwie auch um Kompatibilität, oder? Also kann ich mit dieser Person eine Beziehung führen? Ja oder nein? Regt es mich schon auf, wenn die Person atmet neben mir oder wie sie atmet? Dann ist es wahrscheinlich die falsche Person. Aber wenn du den Entscheid gefällt hast, oder sagst, ich möchte mit dieser Person eine Beziehung leben, dann gehört für mich auch Streit bei gewissen Themen dazu. Also ich kenne ein Paar, das noch nie gestritten hat, die sind jetzt verheiratet und immer noch glücklich, alles toll, super. Ich glaube, Wie geht das? Das ist eine Ausnahme. Es gibt die Ausnahme. Es gibt auch die immer streiten, die Tag und Nacht streiten. Da glaube ich, das ich glaube wirklich, dass das gehört ein Stück dazu. Und eben, wie du gesagt hast, ist wunderschön, wenn das irgendwie geht, zum sich immer wieder versöhnen und sich genau deshalb zu lieben. Und ja, deshalb prüfe, mit wem du zusammen sein willst. Und wenn du zusammen bist, ist da noch nichts fix. Also du bist noch nicht verheiratet. Für das ist man zusammen. Für das hat man diese Phase, in der man herausfindet, sind wir kompatibel, ja oder nein? Mögen wir die gleichen Sachen? Geht es auch, wenn wir mit anderen Themen, gewisse Themen anders sehen? Geht das irgendwie? Wenn das klappt, mega geil. Wenn nicht,
lass uns darüber diskutieren. Ist es ein Dealbreaker, ja oder nein? Wenn es nicht geht, dann no shame in it und man kann auch getrennte Wege gehen. Nicht, dass man sofort auflöst, aber ich glaube, manchmal ist es sind wir zu verhockt in dieser Sache drin. So, ja, nein, es muss doch jetzt irgendwie klappen. Hey, wenn ihr einen Dealbreaker habt und das geht für euch nicht, dann geht es nicht. Und dann das war eine Voraussetzung für mich. Ich hab mir gesagt, bis ich nicht einmal mit Desi gestritten habe, werde ich mir nicht überlegen, ob ich sie heiraten will. Weil ich wollte wie sehen, wie streiten wir und können wir uns versöhnen. Also bringen wir das hin, wie versöhnt sich Desi, wie versöhne ich mich, weil wir sind beide schon sture Köpfe und ich habe dann auch nicht lange warten müssen auf den ersten Streit, aber ich wusste, ich will sehen, wie handeln wir das und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir das gar nicht überlegt, ob ich sie heiraten will oder nicht. Da hast du absichtlich einen Streit angezettelt. Ja. Extra provoziert. Nach 2 Tagen hast du gesagt, so jetzt. Nein, aber das war mir schon wichtig und zu sehen, wie wir das Ganze handeln können. Ich glaube, weil es gehört dazu. Ich glaube, spätestens, wenn du mal Kinder hast. Ja, Erziehung wird sicherlich Sachen triggern, weil man das ja anders erlebt hat. Ja, genau. Darum, Konflikt ist gut. Ja. Meistens. Wenn es im gesunden Maß ist. Ja, Ich glaube, das ist so der Rahmen. Super, hey, ich danke euch für eure Gedanken, für eure Fähnchen und danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Das war Sunday Night. On Air. Jeden Monat eine neue Folge am ersten Sonntag. Subscribe, abonniere den Kanal und like dieses Video. Schreib doch in die Kommentare, was du denkst und wir sehen uns nächsten Monat. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Green Flag!